Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute steht alles im Zeichen von der Doppelseite in unserem schönen Junk Journal, das wir miteinander gemacht haben. Hat nämlich genau noch 2 Doppelseiten frei. Und die habe ich extra freigelassen, weil ich irgendetwas eben will machen, das 2 Seiten gleichzeitig betrifft. Und meine Idee wäre gewesen, dass wir eines von unseren schönen Avocado-gefärbten Papier nehmen, wo wir da so eine wunderbare Landschaft drauf gemalt haben. Wir würden das dann so reinkleben in der Mitte. Und da geht es zu. Und wenn wir... So, meine Hunde haben mich verschreckt. Es sind gerade ihre Kollegen von außen durchspaziert und sie haben gefunden, oh komm, wir müssen unbedingt raus schauen. Jawohl, nein. Wir müssen hier weitermachen. Was habe ich vorhin erzählt? Genau, wir möchten gerne hier oben noch ein bisschen abschneiden oder unten oder wo auch immer, dass das ein bisschen kürzer wird. Und dann kann man hier nämlich dann aufklappen und mit einer wunderbaren Landschaft drinnen. Und dass das nicht einfach so langweilig ist, habe ich mir vorgestellt, dass wir hier irgendetwas draufkleben, vielleicht 2. Und hier machen wir so ein Verschliessding, also nur so 2 Fake-Knöpfe, weil wenn wir da richtige Knöpfe her tun oder so mit einem Schnürli, Papierknöpfe und so, dann würde das hier viel zu dick werden. Dann kann man es fast nicht zutun. Aber damit das nicht so langweilig ist, wäre meine Idee gewesen, dass wir das machen, so dass es aussieht wie ein Schrank, so ein alter Schrank, weißt du, wie ich meine? Und wenn man aufmacht, dann kommt man auf Narnia zum Beispiel. Das würde mir jetzt also noch gefallen. Aber ich habe noch keine Ahnung, ob das wirklich gut rauskommt, wie das nachher dann aussehen soll, ob das dann hübsch ist, ob man überhaupt sieht, dass das ein alter Schrank sein soll. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ja, ich würde sagen, zuerst mal abschneiden. Ich denke, ich schneide ab, ein bisschen von unten, aber auch ein bisschen von oben. Ich glaube, ich muss auf beiden Seiten ein bisschen abschneiden. Sonst sind dann die Bärchen da ein bisschen zu weit unten, wenn man alles nur unten abschneidet. Und allzu viel vom Himmel will ich ja auch nicht wegnehmen, weil der doch auch so hübsch ist. So, also zuerst mal ein bisschen Himmel weg. Und dann schauen wir, wie viel es noch braucht. Ich würde sagen, dass wir da unten die Füßchen noch anmalen können. Drauf zeichnen oder so. Oder ausschneiden. Nein, weiß zwar nicht. So. Nicht wirklich. So. Aha. Oh ja, das denke mir ist noch ein guter Ausschnitt. Und wie sieht es da aus? Jawohl. So, das passt doch. Wunderbar. Und genau bei diesen Schnürchen habe ich mir überlegt, dass ich die gerne oben raus habe. Dann können wir hier noch irgendetwas anblömpeln. So. Jetzt aber, um das zu bearbeiten, gebe ich das jetzt noch nicht gerade rein. Ui, schliesslich weiss ich auch noch nicht ganz, wie hübsch das wird. So, also heute ist irgendwie der Wurm drin bei dieser Filmerei. Aber ich hoffe, jetzt tönt es auch besser mit dem Mikrofon. Ich habe keine Ahnung. Also, noch einmal. Wir haben das jetzt abgeschnitten. Und jetzt möchten wir gerne das so draufkleben. Ich glaube, ich tue zuerst inken. Und zwar werde ich das mit Schwarz machen, weil vielleicht zeichne ich dann auch noch Linien drauf mit Schwarz. Mit schwarzem Feinliner oder irgend so etwas in dieser Art. Schwarz. Ha! Gefunden. So. Voilà. Machen wir das mal so.
Moment, dort hinten muss ich nicht, aber da möchte ich. Cool würde, wenn es aussehen würde, als wäre der Schrank gezeichnet. Das würde mir jetzt noch gefallen. Aber ja, ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe, so wie ich mir das vorstelle. Oder ob das dann wieder mal total anders rauskommt. Ob das überhaupt gut rauskommt. Oder irgendwie kacke. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Es ist doch immer wieder eine schöne Überraschung, wenn man neue Sachen ausprobieren kann, die man noch nie gemacht hat. Oh, das habe ich nicht wollen. Schmieren habe ich nicht wollen. Kein Geschmier, sondern schöne schwarze Kännchen. So und so. Da tun wir jetzt die Feld noch. Weil das sind ja schliesslich dann so wie die Türen. Aber den mittleren tue ich nicht. Weil dort wäre ja theoretisch auch kein Falt. So liegt. Ah, da noch. Und da kann man noch ein bisschen mehr. So. Jawohl. So soll das aussehen, genau. Halt eben so wie ein Kasten. Und dann machen wir hier zwei so. Mit so abgeschrägten Kanten. Weißt du, was ich meine? So eigentlich. So. Genau, aber mit dem. Das könnte dann noch so aussehen wie Rattan. Vielleicht. Mit viel Fantasie. Also, dann schneiden wir das mal. Schneiden, messen. Ah. Jetzt natürlich wieder vergessen, wie gross. So. Etwa so. Das sind hier gerade noch so Abschnitte, die ich habe. Von Signaturen. Das hätten wir auch gerade können. Beides gleichzeitig schneiden. He? Ja, noch schneiden wir es halt einzeln. Machen wir die Arbeit halt doppelt. Wenn wir es dann könnten. So. Gehst weg. Und dann machen wir es genau in der Mitte. Ja, ja. Ja, ja, machen wir es genau in der Mitte. Wir können natürlich auch eins grösser und eins kleiner. So. Genau. Und jetzt müssten wir da noch die Ecken abschneiden. Soll ich das mit der Schere machen? Ja, komm. Ja, komm, wir sind da unkompliziert. He? So. Und so. Da kann ich irgendwie gerade ein Müsterchen nachschneiden, einigermaßen. Und so. Und so. Das ist ja gerade perfekt. So. Jawohl.
Das sieht doch gut aus. Haha. Ja, mir gefällt das. Und nachher der Knauf. Wenn wir den machen? Ich weiss nicht. Also jetzt tun wir das auch mal noch. Probieren, möglichst mit wenig Geschmier zu inken. Sondern wirklich nur ein feines Kännchen. Oh. Was ist jetzt das für ein Geschmier? Ist das von meinen Fingern da? Ich weiß es nicht. So. Was wir auf die zweite Doppelseite machen könnten, weiss ich noch nicht so genau. Ich denke, dort mache ich aber keinen Schrank. Dort mache ich irgendetwas. Oh, aber ein Fenster wäre doch auch noch schön. Man könnte so im ähnlichen Stil aber ein Fenster machen. Da könnte man sich etwas Gutes überlegen. Hey. Voilà. Gut. Oh ja, prima. Das ist gut so. Ist das eigentlich... Ja, so. So und so. Genau. Und dann denke ich... Ja, ich glaube, ich weiss, wie ich es mache. Ich denke, den Knauf aufzeichne und hier drinnen ich noch aufzeichnen. Und zwar. Ich könnte hier mal so ein Testding machen. Das 8 ist gut. Ist gut. Alles klar. Machen wir das? Zeichnen wir das nachher? So, lieg. Den Knauf wollte ich dann auch aufzeichnen. Zuerst habe ich eigentlich gedacht, ich könnte eben so ausstanzen, ein kleines Rundumli, aber ich glaube, ich zeichne den gerade. Ich glaube, das sieht fast noch ein bisschen besser aus. So. Zack. Voilà. Und dann kleben wir doch die jetzt auf. Mal schauen, was wir auf einen Abstand brauchen. Ich habe gerade den Tacky-Glue zur Hand, darum nehme ich den. Ich habe den im Übrigen im Bastu-Ecke bestellt. In Thun ist der Laden, glaube ich. Ich war noch nie selber dort, habe nur bestellt. Aber der hat mega viel cooles Zeugs dort. Lohnt sich also. bastuecke.ch
Natürlich auf Berndeutsch. So, oh, ein bisschen schieben. So, es dunkelt mir. Das habe ich jetzt auch so noch gut bereicht, vom Abstand her. Zufälligerweise. Voilà. Das ist ein vierter noch. Prima. So, doch, ich finde das hübsch. Ich finde das hübsch. Ich finde, die Kante dürfte das fast noch ein bisschen stärker sein eigentlich. Aber nein. So, jetzt zeichnen wir da so einen Knauf drauf. So. Also, aber ich finde es gut. Mir gefällt es. Mir gefällt es. Soll ich echt noch einmal probieren, einen schwärzeren Rand herzubringen, dass es ein bisschen besser passt zu dem Gezeichneten? Vielleicht ein bisschen. Und da noch. Und da noch. So, mal. Ich finde das gut. So, jetzt hätte ich genau noch ein Geschmier machen hier oben am Ecke. Heno. Gut, also ja, viel Platz für da gross oben drauf zeichnen haben wir dann nicht. Und sollen jetzt die wirklich da oben rauskommen? Ja, komm. Also, reinkleben das Zeug. Reinkleben. So, ich weiss nicht, wie fest dass ich hier in der Mitte soll kleben. Ehrlich gesagt. Dort ist ja auch noch die Schnur und so. Ich glaube, ich tue dort nicht zu fest. Ich denke, ich spare jetzt das mal ein bisschen aus. Dafür schaue ich, dass ich hier gut an die Ränder rauskomme. Damit ihr da wirklich hebt. So, liegt. Also. Und rein da. Rein mit dir. Gerade mal zuklappen. Fest andrücken können wir sie so nicht haben. Aber auch muss sicherstellen, dass es in der Mitte ist und gut auf und zu geht.
Ja, da hat es jetzt halt einen kleinen Strich gegeben, ein bisschen abgefärbt. Ja, nun. Das macht mir jetzt gerade nichts. Also hier in der Mitte, meine ich. So. Nein. Nein. Oh mein Gott, nein. Jetzt habe ich es verkehrt reingeklebt. Kann ja nicht unsere Berglandschaft verkehrt sein. Ach, Herr Götterli, noch einmal. Ah, ehrlich jetzt? Oh. So wetten wir es doch. Oh nein, ehrlich. Ihr habt das sicher schon von Anfang an gesehen und denkt, sie spinnt. Sie sieht es nicht. Sie spinnt. Ah, hui. Gerade noch gesehen. Gut, also wenn jetzt das wir nicht mehr hätten können retten, also nicht mehr hätten können rausschreissen, dann hätte man ja einfach etwas können reinkleben, ein anderes Bild. Ja, ja, hätte man dann einfach können. Hui, jetzt aber du. Ja, ich bin mir's gewöhnt, weisst. Mir passiert immer solche Quark. Also noch einmal testen, die Berge schauen gegen oben. So, die Schnürchen gehen hoch. Die Berge schauen immer noch rauf. Das geht da rein. So. Hui. Jetzt haben wir da irgendwie etwas angeschmiert. So lieg. Hui. Jawohl. Jetzt ist gut. Noch einmal zusammenklappen. Zum Schauen. Und ja, ich hatte ja das schon vorgefaltet. Das haben wir ja gar nicht zusammen gefaltet. Ich habe geschaut, ob das funktioniert und so. Und das habe ich nämlich gar nicht gesagt. Ich habe das so gefaltet natürlich, dass es hier in der Mitte einen Spalt hat. Ich habe es nicht bis ganz reingefaltet, weil sonst würde es nämlich jetzt so beim Auf- und Zugehen immer so ein Esselsohr geben. Und das wollen wir nicht, darum habe ich da ein bisschen ausgespart. So, jetzt, Gott sei Dank, ist unser Schrank noch nicht irgendwie angemalt oder so. Es gibt noch kein Oben und Unten, nur innen. Ja, gut, also. Und jetzt wollen wir doch da noch irgendwie Füßchen unten zeichnen. Ja, für jetzt da irgendwie noch gross so einen Unterteil hat es jetzt halt leider gerade gar keinen Platz. Und ich hoffe, das drückt dann da nicht zu fest durch. Was ist auf dieser Seite? Ja, sonst müssen wir dann irgendetwas dort Schönes herkleben. Jetzt machen wir da einfach die Füße dran. So. Füße dran. Und da oben, ja, jetzt ist da natürlich auch noch das Schnürchen im Weg. Nein, das tun wir jetzt mal da runter. So, also da hat die eigentlich so eine Bogenwelle. So. So. Und da innen gibt es noch so ein Futter, oder wie sagt man denen?
So. Oh ja. Ja. Doch, das gefällt mir. Mal. Genau, so habe ich mir das etwa vorgestellt. Ja. Das wäre unser Schrank mit unserem wunderbaren Ausblick nach Narnia oder irgendeine wunderbare Fantasiewelt. Ich glaube, ich möchte da drinnen auch gar nicht gross noch etwas anderes drin. Kleben, zeichnen, machen, tun. Ich glaube, was ich mache, was man auch noch vorher hätte können, was mir jetzt gerade noch so gefallen würde, ist, wenn ich hier auch noch so ein Futter reinzeichne. Aber nicht mit abgeschrägten Ecken oder nicht irgendwie zweiteilig, sondern einfach nur so. Um dem Kasten innen auch noch ein bisschen ein kastiges Aussehen zu geben. Einfach ein kleines bisschen. So. Und so. Oh. So. Und so. Aber da lasse ich es gerade wirklich genau so. Da könnte man jetzt zwar auch noch... Ah, soll ich auch noch? Ja, komm. Ja, komm, es ist dann ein bisschen einheitlicher. He? Ich meine, wir haben ja unser Bild. Und Gott sei Dank nicht auf dem Kopf steht. So. Oh ja, ja, das ist viel besser. Dann sind eigentlich die Füßchen nicht so komisch, einfach nur in der Luft oder so. Oder so. Da gehören die wirklich auch richtig dazu. Es gehört, ja, schau jetzt, mal. Genau, so wollen wir es doch. Doch, jetzt sieht es wirklich aus wie ein Schrank. Mit einem wunderbaren Durchgang. Hey, ich glaube, wir lassen das einfach gerade so. Das gefällt mir prima. Und ja, auf die nächste Doppelseite, hey, ein Fenster. Ein Fenster wäre doch wirklich noch cool. Oh, ich glaube, da muss ich mir noch etwas Gutes überlegen. Und wenn ihr dann auch wieder dabei seid, um zu schauen, was wir mit dem Fenster machen oder was auch immer, dann abonniert doch den Kanal, abonnieren, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!